Liebe Zuhörerinnen, liebe Gäste, ich freue mich heute ganz besonders zu unserer heute hochkarätig besetzten Diskussionsveranstaltung zum Thema Konversion. Unsere Gäste zu begrüßen: Kerstin Kappmann, Mitglied des Deutschen Bundestages, welche uns schon im Jahre 2007 in Ansbach geehrt hat. Unsere bayerische Bundestagsabgeordnete Cornelia Möller, ja mittlerweile ein Dauergast in Ansbach zu diesem Thema. Und neben mir Dietmar Bartsch auf Konversionstour in Bayern. Ferner möchte ich begrüßen Herrn Konopka vom Bund Naturschutz und Boris André Meyer, die sich beide als Referenten für den heutigen Abend zur Verfügung gestellt haben. Wir begrüßen zu einem Thema, welches für die Zukunft unserer Stadt und unseres Landkreises von aller, Entschuldigung, da habe ich vergessen. Okay, ja, Herr Ramona vom Landesvorstand unserer Partei, Ramona Kreisvorstand. Als gebürtiger Ansbacher kann ich mich noch sehr gut erinnern, als mitten in unserer Kernstadt die US-Hindenburg-Kaserne stand. Wir waren heute gemeinsam haben uns dieses Konversionsprojekt angesehen. Quasi damals eine Stadt in der Stadt. Und wer es damals wagte, über das Thema Konversion oder Abzug der Amerikaner nur nachzudenken, wurde für verrückt erklärt. Heute, nach über 20 Jahren, erinnert mich mehr sehr viel an diese Zeit des militärischen Staates in Ansbach. Stattdessen ein florierender Einzelhandel, unzählige zivile Arbeitsplätze und eine aufstrebende Hochschule. Ansbach, eines der besten Beispiele für gelungene Konversion, aber wir sind nicht ganz weit. Wir haben die Nase voll vor Ort durch die Überflüge der US-Kriegshubschrauber, welcher Menschen krank macht. Wir haben die Nase voll von Umweltzerstörung, Flutabgasen und Verschwendung von Natur und Steuern zum Primärnutzen der USA. Irgendwann muss damit geschehen. Wir wollen und wir werden mit der leidvollen militärischen Geschichte Ansbachs brechen. Und der heutige Termin ist ein weiterer Baustein dazu. Wir sind nicht diejenigen Neinsager und Nörgler, sondern wir sind diejenigen, die jetzt schon an das Morgen denken und bereit sind für eine Zukunft, für eine zivile Zukunft